Hoch im Himmel geht das Abenteuer weiter zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja, was auch sonst war. Und jo, wir sind mit dem Himmel, ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich soweit auch schon durch. Es fehlt nicht mehr viel. Und deswegen gehen wir erstmal, naja, zurück in die Erdoberfläche. Genau gesagt, zurück ins Labyrinth. Und zwar ist das schon das dritte und letzte Labyrinth, die wir machen müssen. Oh. Wäre auch überall Miasma. Wie könnte es anders sein? Forschungstagebuch, Tag 1. Towers Interpretation der Sonarschrift zufolge ist folgende Scheintafel eingraviert. Dem, der die Ringdrachen in Labyrinths erweckt, wirkt reicher Lohn. Ja, wir sind bereit. Nüsse. Ja, okay, gut. Folgen wir mal dem Weg hier, ne? Dieses Miasma hier, ne? Ich habe eben noch manchmal das Gefühl, dass da plötzlich irgendwelche Augen rauskommen, wie damals bei Breath of the Wild. Ich meine, klar, es war damals der Schlamm des Hasses. Wenn man so will, eine schwächere Version von Miasma oder eher eine Energieform von Miasma. Miasma ist ja eher dann doch flüssig und, naja, hat eben andere Eigenheiten, sag ich jetzt mal. Wow, hat er voll gelohnt. Das hat sich ja voll gelohnt, ey. Was ist hier los? Kann eins bedeuten, der letzte Gang wird mich an mein Ziel bringen. Der letzte Gang? Okay, wenn er auch schon heißer. Morgen zum 8, ja. Ich höre hier einen Krog. Habe ich nicht noch irgendwo... Warte mal, ich habe es ja behalten, oder? Ah, das Windschwert. Nichts passiert. Da oben wird ein Krog sein. Ja, muss ich jetzt schon hoch? Muss ich denn? Muss ich denn? Er muss halt gleich wieder anziehen. Beziehungsweise halt umziehen, ne? Der darf gleich ein bisschen sehr heiß werden. Oh. Okay, interessant mit der Ausdauer hier. Okay, geht jetzt momentan noch. Wo ist denn Kollege Krog, ne? Den haben wir vorhin gehört, also. Extreme Hitze und da kommt sie. Habe noch was zu futtern? Nehmen es lieber jetzt als später, weil wir jetzt später sowieso nicht mehr brauchen. Nee, nicht mehr so viel. Aber wir Dinge haben noch einige. Okay, okay. Tja. Kannst du noch was kochen oder so? Momentan ziehe ich halt lieber ein paar Klamotten an. Nehmen wir Hitzeschutz 2, wa? Mehr brauchen wir sowieso nicht. Ich glaube, in der Wüste noch kein Areal, wo ich Hitzeschutz 3 gebraucht hätte. Wozu auch? Also, selbst wenn er jetzt hier noch den dritten nehmen würde, ich glaube nicht, dass wir jetzt deswegen. Ne, seht ihr, also noch weiter runter geht's gar nicht. Die Gradanzeige, also insofern. 2 Kleidungsstücke davon reichen vollkommen aus. Okay, jetzt ist da. So ein großes Labyrinth hier. Ich muss aber zugeben, momentan bin ich so in einer Phase, wo das Spiel wieder wesentlich mehr Bock macht als auch schon. Liegt aber, ja schon mal gesagt, daran, dass wir halt, ich sag mal so, ganz ehrlich, ich sehe mittlerweile ein bisschen das Licht am Ende vom Horizont. Mal ganz kurz, ich muss den Tisch ein bisschen verstellen. So, das ist besser. Ja. Ich sehe tatsächlich ein bisschen das Licht am Ende des Horizonts.
Du, 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 du. Aufgrund der simplen Tatsache, dass wir nicht mehr so viel Schein zu tun haben und Story natürlich sowieso fast durch sind, aber ja, es ist einfach nicht mehr so viel zu tun wie auch schon. Ah, hier ist er endlich, Junge, Junge. Du versteckt, muss ich zugeben. Oh, falscher Bogen. 3 Schüsse wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Und ein Falkenbogen dabei war, kann ich auch mal eintauschen. Ein Krogsamen. Also alle Krogs werden sich auch nicht mehr farmen im Verlauf dieses Spiels, aber ich glaube so die ganzen Zweiergruppierungen, die wir überall haben, überall verstreut haben halt, und vielleicht alle Taschen-Upgrades. Ne? Ich glaube, das können wir noch zum Ziel setzen. Aber ja, die Krogsamen, so wie auch alle Mayo Sing und Dinge, das ist etwas, wo ich sage, ja, nett ist es zwar, aber nö, mache ich nicht. Das ist halt alles. Also wenn man doch ein bisschen zu heftig. Naja, da haben wir auch ein Gitter, aber habe ich irgendwo auch wieder so ein paar scheiß Miasma-Hände. Ich frage mich halt, ob es die hier mittlerweile überall gibt. Im zweiten Labyrinth waren die auch da. Im ersten haben wir sie, glaube ich, übersehen. Das könnte durchaus sein. Ja, hier geht wieder mal das Tor auf, okay. Sind die echt hier überall? Oh. Mausschwer, bist du zurück? Jo, dankeschön. So, Phantomgunner, ne? Aua. Falscher Move. Einen anderen Shield nehmen. Aua. Der war fies. Komm mal. Und ganz kurz, Leute, ich sehe nichts, wenn er so nah bei mir steht. Hä? Ich hab doch... Na? Ah komm, schon muss mal klappen. Ja. Na? Mal zur Seite springen tatsächlich. Sag mal. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Moment. Das ist ein Krampf, ey.
Der verbeugte ruhig vor mir. Was gibt's doch bei allen gibt's den, ne? Das ich den beim ersten Mal gar nicht gesehen habe. Eine Miasma-Lanze. War das nicht das Scheißteil, was dann irgendwie ja, Schaden abzieht, ne? War doch das Ding. Okay, ja, lassen wir's. In der Nähe tiefer, ja, das ist immer tiefer. Genau, hier haben wir. Ah, der Schwalbenbogen war es, Entschuldigung. Aber so einen Schwalbenbogen und einen Falkenbogen machen. Später. Jetzt bin ich hier, ne? Kacke. Du, 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 du. Oh. Ja, Link. Immer weiter. Links, rechts, links, rechts. Jetzt laut stöhnen, Alter. Gucken noch kleine Kinder zu. So. Dann, da unten sieht vielleicht was verdächtig aus. Bin gerade unsicher. Ja, doch. Boah, da kann den nächsten Miasma Hände. Okay, Tag 3. Das sieht aber auch nicht so schlecht aus eigentlich. Du, 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 du. Die Musik. Mal lauter, mal leiser. Starker Konstruktbogen. Habt ihr ja gar keinen Platz mehr. Nö. Also Naniumbogen sind eh stärker. Du, 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 du. Komm, weißt du was? Oder noch besser. So. Ne? Noch besser. Oder hier, ne? Ja, ich könnte mal gucken. Oh, zwei geguckt. In der Nähe, aber tiefer. Da nicht so viel. Was ist denn hier hinten noch? War das Eishockeyschwert hier? Na, das können was werden. Na toll. Moment.
Südliches Irrschloss. Ja, Name ist Programm. Ich meine, es liegt südlich und ich werde langsam irre. Insofern alles richtig gemacht. Das mittlere Ding, das stimmt soweit. Das ist soweit wirklich korrekto mundo. Auch schon überall, oder? Die anderen beiden waren irgendwie einfacher gefühlt. Stabiles Unanium-Schild. Ja, natürlich 96er Stärke. So sehe ich aus. Hä? Also, ich bin schon lange unterwegs, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, wieso plötzlich extreme Kälte, was ist denn jetzt passiert? Ist eigentlich dem Ganzen ja jetzt irgendwie ein bisschen näher kommen. Oh, ich würde sogar sagen, sehr nahe. Tag 4. Zurückkehren. Okay, gut. Dann geht der mal zurück und wir gehen hier runter. Ein weiterer Schrein. Oh ja, oh ja. Dementsprechend das nächste von Raussegen, ne? Nachfällt noch 8 Schreine. Nur noch 8. Zwölf Segenslichter gleich 3 neue Herzcontainer, zumindest theoretisch. Aber wir wollen nochmal 8 Schreine machen, demzufolge nochmal 2 Herzcontainer. Dann würden ihm noch 2 oder 3 Stück fehlen, wa? Gut, eben eine kriegt es noch sicher durch den Tempel. Ja, okay, und dann würden noch 2 Herzcontainer fehlen. Keine Ahnung, wie man die kriegt. Das müssen ganz, ganz krasse Quests sein, ne?
Als Herrscher der Wildschweine sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat dir geöffnet. Der Wildschweine. Gandalf lässt grüßen. Aber das ist das, was ich schon mal erwähnt hatte. Von wegen, wenn das hier... Okay, erstmal ist oder weniger geworden. Lustig. Wie das schon mal erwähnt hatte, wie das ja offenbar so ist. Und zwar... Hier oben, ne? Ich meine, wir hatten schon eine Anspielung auf das Triforce in Breath of the Wild. Und klar ist eben das Wappen des Königshaus gewesen und so. Nur hier bei Sonau oder auch hier vor über 10.000 Jahren, als das Königshaus bzw. Hyrule gegründet wurde, mit Raura als ihrem ersten König, was wir denken mittlerweile irgendwie damit zu tun hat, dass halt Hyrule wieder aufgebaut wurde und somit quasi eine Neugründung war quasi und deswegen Raura der erste König war. Auf jeden Fall, ne, und natürlich auch da Anspielung auf das Triforce gegeben, auf die 3 Kräfte quasi und ja, die Sonne haben da ihre Interpretation mit Eule, Drache und eben auch Wildschwein. Was diese 3 Kräfte, die 3 Fragmente des Triforce repräsentieren sollen. Das Wildschwein die Kraft, der Drache den Mut und die Eule die Weisheit. Aktiviere alle 4. Das ist so ein Ding, ja. Und du hast diese 3 Labyrinthe, der Erde, im Himmel und im Untergrund, die an und für sich sind sehr coole Quests, sag ich jetzt mal. Aber warum muss es gerade 3 davon geben? Und vor allem sind alle 3 gleich aufgebaut. Huch, und jetzt? Ich hänge. Ich denke, wäre irgendwie auch cool gewesen, hätte man da irgendwie noch ein bisschen mehr Abwechslung gehabt. Irgendwie ein anderer Boss oder so etwas. Hat es irgendwie noch cool gefunden. So, warte mal, gehen wir mal die 2 da hinten holen. Okay, so hoch komme ich da gar nicht, ne? Gut. Dann kleine Planänderung. Oh, fuck. Blutmond-Time! Gut, aber knapp. Du, 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 du. Okay, ganz kurz mit der Ausdauer hier aufpassen. Oh, hier gibt es auch normale Truhen auch zwischendrin. Krass. Massives Nanium-Schild. Da lacht das Herz. Jetzt gleich hier irgendwie rein und dann hier gucken.
Ah. Gut, dann zum zweiten. In der anderen Seite, da muss ich raus. Ja, auf der anderen Seite einfach rein, ne? Draußen sind die alle vier gleich aufgebaut. Huch. Ja, okay. Gut, gut, geht auch so. Und zuerst auf der anderen Seite holen. Ein bisschen falsch abgebogen. Mein Gott, kann ja passieren. Hui. So, Nummer 2. Eieiei. Dann in der Mitte, das heißt, geht da mal raus. Dann hier wieder rein. Und aller guten Dinge sind 4, ne? Von da dann raus. Wir kommen hier raus. Geht's da oben? Ja, mal gucken. Nicht wirklich doch, ne? Obwohl, so geht's ja auch. Muss ich gleich hier weiter. Aua. Der Kopf, es ist immer der Kopf. So, und einmal rundherum, rundherum, rundherum. Link fliegt einmal rundherum, rundherum. Und warum? Weil das kann. Ich bevorzuge doch die Abkürzung. Wobei der Aufwind ja auch nahe der Abkürzung wäre, oder? Bei dem starken Aufwind, da wäre sogar Rivalin noch sprachlos, ne? Oh, was haben wir hier in der Mitte? Noch eine Truhe. Ja, aber die beiden anderen übersehen, oder was? Wäre schon schräg, wenn ich bei den beiden anderen Labyrinthen solche Dinge übersehen hätte. Wobei im ersten Labyrinth habe ich auch die Miasma-Hände übersehen. Also insofern. So. Dann kurz durch, umdrehen, zack.
Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Du bist cool. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Dankeschön. Da lacht das Herz. Beweise mit deinem Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Oh, er weiß ja, dass der letzte Weg ist. Aha, gut, der letzte Weg von der Prüfung natürlich, ne? Das ist schon, er weiß es jetzt alle, dass jetzt quasi auch letzte Labyrinth und so ist, ne? Das die anderen beiden bereits gemacht haben. Guck mal schnell runter. Ja. Ja. Aufpassen hier, wenn sich Link hier in den Kopf stößt, Junge, dann ist vorbei. Oh, jetzt dunkel. Ne, geht. Bin da, wer noch? So, die Wurzel hier haben wir schon aktiviert, deswegen ist hier der Raum ein bisschen heller. Oh, ein paar Seelen. Es ist hier in der Nähe. Ja, dann begrüßen wir ihn mal, wa? Servus! Ich bin's! Oh. Du bist aber ein großer. Au! Da ist der Bogen Fujikato. Du gehst in die Knie. Aua. Auf die Stampfattacke. Attacke ist sehr effektiv. Macht keinen Sinn, ist eine normale Attacke. Die kann nicht effektiv sein. Aua. Was für ein Grobian. Die anderen beiden waren irgendwie lieber. Na komm. Ja, natürlich hast du mich da noch getroffen. Okay, mir reicht's. Na, schmeckt dir nicht, wa? Oh, jetzt macht er den. Oh. Na, verstecken hier, ne? Oh. Mann, komm runter da. Ching, ching.
Energiekristall. Ein Holzpfeil. 74, ne? Ja, 100 brauchen wir mal so eine neue Batterie. Ich meine, wir haben noch ein paar Sonanium-Dinge und so auf Tasche. Mit denen ich nicht so richtig anfangen kann, wa? Und auf den Shield klatschen. Ja, super. Die Waffe ist eher weniger klatschen. Ich habe schon 2 von den Dingern hier. Und den auch, ne? Also ich habe schon viele Waffen, mit denen ich irgendwie Sonanium auch abbauen könnte und so. Da habe ich mehr als genug. Machen wir jetzt mit dem hier. Hier lassen wir irgendwie auch scheiße. Dann schon noch ein Schild, ne? Vor allem werde ich irgendwie auch nie brauchen, gefühlt. Dann mal umstellen wieder. Naniumbogen oder Gardebogen. Also bricht so schnell, ne? Lieber behalten. Bestienbogen, dann bringen wir mal 3 Schuss. Ich habe hier noch den Schmierenbogen und nochmal einen Schmierenbogen. Bogen Dämonenkönig, sind natürlich auch gewaltigen Damage, das stimmt schon. Kann man irgendwie loswerden dann. Naja, egal. Wo war jetzt? Natürlich voll vorbeigelatscht. Das letzte Kleidungsset, Freunde, wird Zeit. Also nicht das allerletzte, aber das letzte Teil vom aktuellen Set, ne? Erwartest du den Herausforderungen des Ortes zu trotzen? Ich, der Herrscher der Wildschweine, gewähre dir einen wohlverdienten Lohn. Beseelen einen bösen Geist anderer Dimensionen uralter Zeit. Ja, Ocarina of Time ist in einer anderen Dimension offenbar hier und es ist verdammt lange her. War das bei Breath of the Wild noch irgendwie? Egal, ob du durch die Lüfte segelst, in die Zeiten eintauchst oder durch die Schatten wandelst. Das Schwert sei immer mit dir, o Held. Irgendwie so war das damals der Spruch von Zelda. Mit der ist irgendwie Link, was kann was, eine Art Zeremonie oder so. Unheilsritterhelm. Tja, Freunde, damit haben wir auch dieses Set komplett. Wir haben einen Schleichenbonus drauf. Tarnung Knochenwaffen. Das war einmal Tarnung und dann Knochenwaffen plus drauf. Okay. Nice. Klar, mit Phantomgunner mit dem Masterschwert, ne? Das hat was. Ja, warte mal, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich würde gerne, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon Sinn macht. Und zwar geht es um die Magierstatuen. Uns fehlt noch ein Kleidungsset bei den Magierstatuen. Und ich frage mich gerade, ob uns wohl die Magierstatue hier noch irgendwie die letzte Magierstatue im Untergrund anzeigen könnte. Dann können wir theoretisch dann auch noch das Kleidungsset holen. Oder irgendwie das Miasma-Set oder so. Und hätten das dann auch komplett. Dann wird es wirklich bald, dann jetzt mal die ganzen versteckten Waffen und so holen. Versteckten Waffen, die versteckten Rüstungen, die von krassen Monstern bewacht werden. Und haben die ganzen Schätze im Untergrund, ne? Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Part da mal noch ein bisschen gucken, ob ich den Himmel noch ein bisschen offscreen absuchen soll. Weil wir haben eigentlich alles gemacht, aber uns fehlen noch irgendwie 3 oder 4 Schatztruhen, die wir brauchen. Moment, da oben war ja noch nichts. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Andererseits, wenn sie gut versteckt war. Ich meine, so nah dran, der ist ja da hinten, ne? Das
natürlich dem Ding hier aus dem Weg gegangen bin, das glaube ich schon. Aber Tarnung, wa? Was soll das für eine Tarnung sein? Oh, das sind noch ein paar Stärke von denen. Hat Tulli und Co. gar nicht drin, aber ich habe hier schon... Die Stadt wollte ich gerade sagen. Nee. Oder? Du bist nicht der Richtige. Doch. Ist da oben, Alter? Moment. Der ist echt hier oben. Okay, den habe ich tatsächlich übersehen, weil hier war er garantiert noch nicht. Hä? Du, die du mich ansprichst, bring sie mir, Seelen, Irrlichter. Ja, erstmal ein bisschen abquatschen, ne? Was hat er von euch bereits bekommen? Okay, dann gebe ich ihm das. Also das Dunkelset haben wir bereits. Jetzt auch da schon im Besitz, ne? Blumen 99, ja, ist aber ein bisschen heavy. Ja, natürlich auch schon, zum Teil auch ein bisschen sehr viele. Heldenschwert, ja, ist man zerbrochen mittlerweile. Und ich habe es zu Hause irgendwie ausgestellt, keine Ahnung. Unheilsritter-Set, ne? Also Phantomgun könnt ihr wieder kriegen. Aber ich will ein anderes Set komplett haben. Na, wo ist es jetzt? Die waren aber auch schon, das fehlt noch. Die Kapuze der Finsternis. Er spricht so davon, dass er noch weitere, aber wir haben doch schon alle. Vor allem mittlerweile jetzt auch das nächste Set ja schon. Miasma-Schutz. 3 Herzen. Okay. Die scheinen schon zu wissen, was sie bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich halt bis zu 3 Herzen quasi Miasma-Schaden haben kann. Bevor meine richtige Herzleiste angegriffen wird quasi. Aber versuch's mal so zu interpretieren. Gut, gut, gut. Ja, ich gucke mal ganz kurz, was ich mir zu sagen hat und so, aber wir müssen ja alle haben. Insofern ist da wohl nichts mehr zu holen bei den Magierstatuen. Das heißt, eben abgesehen von der Hauptquest, um vielleicht noch ein paar Sidequests und so, einen Episodenkampf und so, der hat wieder gesagt, dass ich als Offscreen bis zur nächsten Folge mir zum Ziel setze, dass ich ja, den Himmel nochmal ein bisschen absuche. Offscreen nach Schatztruhen. Ich kann dann einen Sensor darauf einstellen. Und weil eben ein paar Dinge fehlen noch. Es fehlt noch ein wilder Weiß und glaube noch 3 Schatzkarten, die ich gerne hätte. Wenn wir die nächste Folge noch einsammeln und dann aber, je nachdem, direkt schon in den Untergrund gehen, wegen der Hauptstory, oder aber... Oh doch, ich muss in den Untergrund, ne? Die andere Frage, ob wir dann direkt mal noch ein paar Schatztruhen einsammeln. Weil natürlich mit zum Teil sind die noch gut versteckt und so, oder gut bewacht, wie den hier unten. Also Kolosseum-mäßig. Das wird doch irgendwie eher so, by the way, so einfach einsammeln, ne? Wäre auch eine Option. Na, egal. Wir gucken mal. Wir scheinen bis der Standorte all meiner Brüder bereits gewahr. Dankeschön. Nun, das wollte ich wissen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Gut, Freunde. Dann sage ich an der Stelle wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. War eine erfolgreiche Folge. Wir haben alle Labyrinthe gemacht, die so Himmel, Erde, Untergrund gibt. Wir haben sowohl das Miasma-Set, sprich das komische Miasma-Gewand, oder Gemarschen der Finsternis. Ne, warte mal.
ja, das Set der Finsternis haben wir komplett, als auch das Set von Phantomgunnern oder Unheilsritter, wie sie heißt. Und ja, uns fehlt hier zum Beispiel noch eine Maske hier. Muss mal gucken, ob wir die herkriegen. Wird wohl ein Quest bei den Goronen sein. Hier und da fehlt noch was für ein komplettes Set, wie auch hier. Das Barbaren-Set fehlt noch. Ich glaube auch die Isolierrüstung. Wobei ich glaube, das hat auch mit Ramdas Schatz und so zu tun. Ne? Das war so eine Questreihe, die wir mal hatten. Aber irgendwie hier. Ramdas Schatz 1, Ramdas Schatz 2. Ich glaube, hier unten war ja ein und da war, glaube ich, die Isolierrüstung drin. Das sind sicher wieder zwei irgendwie, ja, Höhlen, die wir halt machen müssen. Ich schätze, dort zu holen. Aber ja. Wie gesagt, ne, so viel ist nicht mehr, wenn wir noch gut das zu tun haben. Und dann 8 Schreine zu holen hier auf der Erdoberfläche. Aber hey, es geht voran. Und ja, natürlich, ich würde sagen, nächste Folge, bevor wir Schreinen so noch komplettieren und so, würde doch eher mal noch gucken, was denn eigentlich so mit dem 5. Weißen so abgeht, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.